Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, weiter geht es. Wir waren, wo waren wir denn? Das war jetzt das letzte bisher veröffentlichte Edzardler-Video. Irgendwas dann angefangen abzuschweifen und zu schwadronieren über, wer sich dann wem irgendwie, ja, wer wen mag, in welcher sozialen Konstruktion, keine Ahnung. Davor hat er irgendwas gelogen über Leben auf der Straße und Bakterien haben auch Rechte. Die waren ja Lebende. Gehen wir weiter mit Rainer, versteht und weiß alles und dementsprechend. Einmal noch tief durchatmen, Leute. Hockt euch hier erst einmal mehr. Reißt euch Häube auf. Mir ging ein Edzardler Rainer in Ding. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass ich eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen recht gut verstehe. Aber im Laufe der Jahrzehnte haben mich die Menschen auch dazu gebracht, an mir zu zweifeln, was das Talent angeht. Ja, dass das bei dir Jahrzehnte gedauert hat, das ist auch wild. Rainer, dass du nicht, das wirklich Jahrzehnte dauert, dass du checkst, dass Menschenkenntnis jetzt nicht unbedingt so deine große Stärke ist. Auch wild. Oh Mann. Nach 10 beschissene Jahre zweifle ich langsam dran, dass ich so eine gute Menschenkenntnis habe. Ja, nee. Bist du nicht alleine. Okay. Weißt du, dass ich eine Zeit lang gedacht habe, dass extrem viele Frauen oder gerade meine ganzen Mitschülerinnen oder viele auf mich standen? Okay. Das ist wahrscheinlich pass auf, das ist mein irrer Kopf. Ich weiß, dass das nicht der Wahrheit entspricht, aber das war so die Vorstellung damals so und kurzzeitig. Es gab mir so. Ja. Ich glaube, irgendwo glaubt er das immer noch. Aber wie sowas dann natürlich entstanden ist, ist halt ein Schutzmechanismus des eigenen Edzardler Spatzenhirns, ne? Der hat sich einfach. Ich meine, so eine narzisstische Persönlichkeit, die entwickelt sich ja schon relativ früh, glaube ich, ne? Aber dann denkt euch Rainer glaubt, er ist der Coolste, er ist der Tollste, ne? Er kann alle 151 Pokémon beim Namen benennen, aber irgendwie trotzdem will ihn keine. Obwohl er wirklich der allergeilste Typ ist. Er ist so groß und so stark und alles. Ne? Er ist natürlich auch 2 Jahre älter als alle anderen, weil er einmal im Kindergarten und einmal in der Dulli-Schule kleben geblieben ist. Warum wollen ihn die Mädels aus nicht? Ne? Nicht mal die in der Klasse in der Dulli-Schule. Und das Einzige, ne, wie er sich's erklären kann, ist, weil ich bin einfach zu geil. Ne? Die streiten sich einfach um mich und dann wollen die, das hat er schon mal erzählt. Hat das Indigo-Bärchen, hat das beim Indigo-Bärchen erzählt? Ja? Die streiten sich um mich und die wollen das irgendwie nicht eskalieren lassen und deswegen haben sie einen Pakt geschlossen, dass ihn keiner bekommt. Ne? Und deswegen behandeln sie ihn auch wie Scheiße. Ne? Weil das hätte ja nicht gereicht, einfach zu sagen, okay, dann kriegt ihn halt keiner, sondern behandeln wir ihn auch noch ganz offensichtlich wie Scheiße. Das ist ein Ding. Es gab mal eine Zeit, in der habe ich daran geglaubt, oder habe ich nicht geglaubt, das ist nicht richtig. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, das ist richtig. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, dass. Ja, Rainer, das geglaubt, Potato. Ja, du hast halt geglaubt, die Weiber stehen alle auf dich, weil du so geil bist. Und der einzige Grund, dass du keine gekriegt hast, ist, dass du zu geil bist, dass du dich, ne? Dass ein Großteil meiner Mitschülerinnen in der Schulzeit auf mich standen. Weil ich aber so viel gemobbt wurde und gerade weil so viele Einzelne auf mich standen und Mädchen ja gerne untereinander so über solche Sachen reden, zumindest habe ich das damals immer gehört, dass es so ist, habe ich mir damals so verrückt eingebildet, dass in Wirklichkeit es eigentlich so ist, dass die auf mich stehen, sich das selbst aber wiederum nicht eingestehen und Das mag so in Einzelfällen mal passieren, ne? Wenn du sagst, hey, du hast irgendwie in der Klasse einen, auf dem alle Jungs irgendwie rumhacken, dass dann ein Mädel, das den vielleicht eigentlich ganz cute findet, sich nicht traut, irgendwie mit dem irgendwas zu machen oder gesehen zu werden oder sich anzufreunden,
weil sie Angst irgendwie vor sozialer Ächtung hat. Das mag in Einzelfällen vorkommen. Das sehe ich. Aber dass in deiner Schule, in deiner Klasse, alle Mädchen einfach unsterblich in dich verliebt waren und nur deswegen nichts mit dir zu tun haben wollten, weil die Jungs böse zu dir waren, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Gerade wenn sie untereinander reden. Weil wenn sie nämlich merken, okay, wir stehen alle auf den, so dann sind auf einmal die Leute, die nicht geil finden, die Außenseiter. Ne? Macht keinen Sinn, Rainer. Merkst du es? Nee, merkt er natürlich nicht. Einander ausgemacht haben, dass keine von ihnen versucht, mich der anderen wegzuschnappen. Okay. Total verrückt. Ich weiß, das ist total Geschmarr, weil warum sollte das so sein? So. Aber das war damals so in meinem Kopf. Die haben so einen Blutsschwesternpakt mit Periodenblut gemacht, ne? Keiner kriegt Rainer. Halt, eine Zeit lang. Okay. Sorry. Ich gedacht so, dass in Wirklichkeit es eigentlich so ist, dass die eigentlich alle auf mich standen, aber es untereinander ausgemacht haben, dass sie mit mir nichts anfangen. Ja, Rainer, das nennt sich Selbstschutzmechanismus des Gehirns. Ja, dein Gehirn hat einfach. Du wolltest nicht wahrhaben, dass du einfach das allerletzte bist, dass niemand dich mag und jemals mögen wird. Ne? Es gibt aber diesen Satz, so, jemanden wie dich kann nur eine Mutter lieben. Das ist ja beim Rainer auch nicht der Fall gewesen. Das, keine Ahnung. Ich glaube, Rita, die hat sich gedacht, so, ja, keine Ahnung. Lass mal nochmal versuchen. Ich glaube, das ist nichts geworden. Ich glaube, Ramona existiert einfach nur deswegen, weil Rainer von Geburt an schon so eine Enttäuschung war. Oder auch gar nicht versuchen, mit mir was anzufangen, um die anderen nicht zu verletzen oder zu brüskieren. Okay. Das wäre irgendwie interessant gewesen. Bruskieren? Ohohoho, Rainer, was ist los? Ja? Aber hast du einen Film gesehen, er hat sicher einen Film gesehen, wo das Wort gefallen ist. Und dann hat er es gegoogelt. Und jetzt denkt er sich, bruskieren, Alter, das sage ich jetzt, da klinge ich schlau. Wenn das wirklich so gewesen wäre, irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, ich kann dir aber ganz genau sagen, warum ich das so gedacht habe. Okay. Und zwar aus einem. Weil du hageldumm bist, Rainer. Weil du offensichtlich hageldumm bist und damals schon ein fragwürdiges Verhältnis zur Realität hattest. Deswegen hast du das gedacht. Er wird uns jetzt eine andere Geschichte erzählen, ne? Einfachen Punkt, an einem sozialen Punkt sogar. Nicht sozialen, psychologischen Punkt. Das war einfach der psychologische Hintergedanke, dass ich in Der Hinterngedanke, die Poente praktisch. Ne? Wirklichkeit nicht der schlechte Mensch bin, für den mich alle halten. So, weil ich halt gedacht habe, vielleicht behandeln mich alle anderen nur deswegen so schlecht. Das war halt quasi eine Bewältigungsstrategie. Vielleicht behandeln mich alle anderen nur deswegen so schlecht, weil sie mich in Wirklichkeit eigentlich mögen, aber irgendwie nicht entscheiden können, wie sie mit mir umgehen sollen. So ungefähr. Ja, genau das ist es, Rainer. Aber da sind wir doch wieder bei diesem alten Thema, das ich immer wieder aufmache. Jetzt kommt hier die Kasper-Schallplatte Best of. Ne? Wenn 2, 3 Menschen dich nicht mögen, ist das vollkommen normal. Auch wenn es 10 sind, ist es immer noch vollkommen normal. Wenn es 10.000, 100.000 sind, wenn es alle sind, es keine Ausnahme gibt, dann bist du das Problem, Rainer. Wenn dich ein paar Leute scheiße finden, ist es normal. Wenn alle Leute dich scheiße finden, bist du derjenige. Alternativlos. Das ist total der Schwachsinn, das ist mir schon klar. So. Aber es ist halt trotzdem interessant. Ich finde das geil, ja? Das ist total der Schwachsinn, ist mir schon klar. Aber wie er dann noch ewig eine Pause reinballert, um dem Bärchen die Möglichkeit zu geben, da noch reinzugrätschen. Nein, Rainer, das ist überhaupt kein Schwachsinn. Das war gewiss so. Da hast du ja recht, das ist ja total logisch. Die haben dich alle wie den hinterletzten Dreck behandelt. Nicht, weil du dich wie der hinterletzte Dreck benommen hast. Nein. Sondern die haben dich alle so geil gefunden. Und die konnten das nicht ertragen, nicht mit dir zusammen zu sein. Und deswegen haben sie dich als Kompensationsmechanismus wie Scheiße behandelt. Rainer, genau so ist es, Rainer. Doch. Leider Gottes kam diese Reaktion nicht und deswegen musste die Lügengeschichte weiter ausgeschmückt werden. Ja, und das ist einer der Gründe, warum ich mich für Psychologie so sehr interessiere. Ja, Digga, weiß ich nicht. Psychologie, Digga. Komm. Alles, was immer wenn der irgendein
wissenschaftliches Fachgebiet anspricht, ne, Psychologie, Mathematik, was weiß ich. Hier, Dunning-Kruger-Effekt. Ja, Es ist interessant, wie der menschliche Verstand arbeitet. ja, auf jeden Fall. Ja, also du bist in die Situation gekommen, dass dich Ja, wie der menschliche Verstand arbeitet, ist schon interessant. Leider Gottes kann man das bei dir nicht betrachten. Eine Sekunde, ich muss mich kurz um Mietskalation kümmern. So, sorry, hier war gerade jemand, derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat. Versucht hat, in den Kühlschrank einzubrechen. Jetzt liegt er bei mir auf dem Schoß. Weiter im Text. jemand, wie sagt man, ich überlege, wie ich das formuliere. Du bist in der Situation, dass dich jeder mobbt und hatet und hasst, über Jahre lang, über viele, viele Jahrzehnte lang. Ja, und du kommst nicht drauf, dass du das Problem sein könntest. So, dann bist Hageldaumen auch noch oben drauf. Und dann hast du die Situation, dass dein Kopf versucht, dich zu schützen. Und aufgrund dessen versucht er dich mit einer gewissen Information zu versorgen, die quasi Rainer, wenn du das begriffen hast, Rainer, dann bist du doch. Du stehst doch jetzt schon vor der Tür zum Raum der Erkenntnis. Geh doch einfach durch. Es ist nicht verschlossen, es ist offensichtlich. Oh, meine Fresse. gegen das spricht, was alle anderen dir gegenüber äußern, tun oder in irgendeiner Form zeigen. Was in dem Fall quasi der Gedankengang war. So. Das muss man auch dazu sagen, dass ich trotzdem nie versucht habe, irgendwie eine von denen rumzukriegen. Klar, ne, ich habe mich mal verliebt. Bin auch mal hergegangen. Ich bin so ein typischer irrer, klassischer verrückter Typ. Ich bin halt hergegangen und habe einen Liebesbrief geschrieben. Und ich hatte jemanden in der Verwandtschaft, Ringe. der mit Blumen gearbeitet hat. Und habe dann halt einfach kurzerhand gesagt, ey, pass auf, ne, kannst du... Kurzerhand. Ey, hör, pass auf, Digga. Es war zu seiner Schulzeit, so, da war er 9 Jahre alt, oder sowas. Einen Kumpel aus Denken gehabt, der Blumen verkauft. So, ey, Digga, ich muss hier eine Perle klar machen, so, kannst du mir ein paar Blumen rüberwachsen lassen, oder was kannst du mir denn empfehlen? Kannst du mir bitte 1, 2 Rosen besorgen, ne? Kriegst du das Geld von mir und so. Und dann habe ich halt einfach Rosen besorgt, so, und habe Bei seinem Rosendealer. letzten Endes Digga. tatsächlich der Person Rosen und einen Liebesbrief geschrieben. Kann man vorstellen. Ey, da muss man wenigstens ihm gut erhalten, da hat er wahrscheinlich der ganzen Klasse echt eine gute Zeit beschert. So, die haben alle köstlich gelacht, so, die haben da auch bis heute noch die Story zum Erzählen. Wenigstens hat er da Menschen glücklich gemacht. Ne? Mit übelst beknackter Handschrift, was ich jetzt kein Schwein lesen konnte. Ja, die hat sich bis heute nicht geändert, Rainer. Ja, und habe dann diesen Liebesbrief ihr unter das Pult gelegt, ne? Also unter ihren Tisch. So. Weil die hatten unter dem Tisch hatten wir damals so, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule war. Ja, Rainer ist in jeder Schule so. Ne? Jedes Schülerpult in jeder Schule hat unten drunter so ein Ding, wo du was in ein Buch reinlegen kannst oder dergleichen. Standard. Ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn keine anderen Tische in irgendeiner Schule gesehen. Wir hatten das so Tische halt, unter die konntest du halt Sachen drunter legen. So, Ja. ne? Ordner und Scheiß. Schultische eben. Und, ja. 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 Ach man. Was denn? Naja, keine Ahnung. Das ist Ja, jetzt hat er schon wieder vergessen, wie er den Satz angefangen hat. Ja, Renne, du hast ja den Brief und die von deinem Rosendealer die Rosen drunter gelegt. Und du wolltest jetzt sagen, was passiert ist. Und wolltest uns deine Geschichte erzählen, in der du das arme Opfer bist. auf jeden Fall kranker Scheißdreck, wie der Körper so, wie der Kopf so arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Naja. Boah, ist schon nach 12. Ne? Ja, aber es war gerade noch so spannend, deswegen wollte ich gerne weiter zuhören. Okay. Ja, wann willst du ins Bett gehen? Nicht, dass ich dich jetzt aufhalte. Auch ich würde langsam ins Bett gehen, ja. Okay. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. Was habe ich dir denn erzählt? Auch keine Ahnung, einfach vieles über dich und wie du funktionierst. Hey, ehrliche Worte von dem Bärchen, die ihm sagt, hey, danke, lieber Reini, dass ich das hier liegen durfte. Das war cool. Ich habe dir noch nicht mal ansatzweise erzählt, wie ich funktioniere, aber okay. Musst du auch nicht, du bist sehr durchschaubar. Ja, mein Kopf ist halt sehr vielschichtig. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Aber warum Ein Misthaufen ist auch vielschichtig. Das ist kein Qualitätsmerkmal per se. interessiert dich das eigentlich so sehr? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weißt du, wir hatten sogar von diesen Sachen, die in meinem Kopf abgehen. Ja. Ich habe halt auf der einen Seite so die Sache, wenn du mir sowas sagst, geht in meinem Kopf halt spielt immer sofort der Film, Hater machen genau das, um halt zu versuchen, mich in irgendeiner Art und Weise bloßzustellen hinterher. Ja.
Rainer. Es war mal wieder soweit. Ja, Hater machen das, um dich bloßzustellen. Du hast begriffen. Genau das ist passiert. Aber du wirst halt auch wieder nicht aus der Situation lernen und es wird einen weiteren Leak geben. Das wird irgendwie aufgenommen als Video auf Aufnahme und so weiter, ohne dass ich das was unterstellen will. Und wird dann hinterher irgendwo veröffentlicht. Und dann wird es wieder so hingestellt, so, schon mal ein Bärchen-Leak. Ja. Ach komm, ich komme mir gerade ein bisschen so vor, als würde ich hier durchs Schlüsselloch schauen. In die Vergangenheit. Dann die das so Okay. nebenbei bei mich irgendwie liegt. Mit einem Bärchen-Leak, vor allem haben sie ja auch schon angekündigt, dass wieder bald ein Bärchen-Leak stattfinden soll. Jetzt. Jetzt hat er mich gelegen. Ich kann nicht mehr. Die einzige Situation, die das nicht komplett kernbehindert ist, sollte er neben mir noch einen weiteren Discord haben, auf dem er sich noch mit anderen Bärchen unterhält. Das ist unfassbar. Der unterhält sich seit Wochen mit den Zweien und exklusiv nur mit diesen beiden auf diesem geheimen Privat-Discord, ne? Seit Wochen sind die zwei sein einziger sozialer Kontakt. Und dann wird angekündigt, es kommen Bärchen-Leaks raus und er kann die Connection nicht machen zwischen. Ja, offensichtlich müssen das die beiden sein, weil mit jemand anderem habe ich die letzten 3 Wochen nicht gesprochen. Oh, meine Fresse, das ist unfassbar. Macht natürlich die Sache für mich nicht einfacher. Okay. Persönlich ist es ja an sich eigentlich egal. Das ist halt letzten Endes sowieso irrelevant. Okay. Ach ja. Ja, ich habe jetzt Ja. nicht vor, irgendwie was aufzunehmen oder zu veröffentlichen oder sowas. Wäre sehr schön, würde ich mir auch wünschen, dass es nicht der Fall wäre. Ja, wie bei vielen deiner Wünsche, Rainer, leider wieder nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Aber letzten Endes kann Letzten Endes, das halt Rainer. nur dann wissen, wenn wirklich nichts passiert und das Ja. teilweise halt auch über Wochen oder Monate hinweg nicht. Ich ziehe jetzt wirklich dann bald hier von Geh aufs Ganze diesen Song-Sound raus und Was ich auch ganz witzig finde, übrigens, ach so, ich hätte noch ein Thema, über das wir sprechen könnten. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, nee, jetzt geht's wieder. Es geht wieder um blaue Murmeln. Okay. Das ist mir gerade eingefallen. Und zwar habe ich mit Wulli vor kurzem darüber gesprochen. Und das ist eine Sache, über die man eigentlich mit der Frau, mit der man zusammen ist, als Mann schon sprechen sollte. Oh. Hier unten steht jetzt Blue Balls. Er lenkt jetzt aktiv das Thema auf dieses, ne? Alter. Nee, im Übrigen, du wolltest zwar gerade ins Bett gehen, aber wo wir gerade dabei sind, ich muss ja kurz von blauen Eiern erzählen. Weißt du, was blaue Eier sind? Das ist ganz schlimm. Das ist ganz fürchterlich und das ist die schlimmste Qual der Welt. Und wenn du mich praktisch nicht ranlässt, dann erleide ich das und deswegen bist du dann dran schuld. Ne? Nur, dass du es schon mal weißt. Gerade wenn Okay. man in der Situation ist wie ich. Aber ich weiß nicht, ob du dafür jetzt aufnahmefähig genug bist. Ich weiß ja gar nicht, um was es gehen soll. Naja, in gewisser Weise um Sex. Quelle Surprise, Rainer, quelle Surprise. Okay. Also wir hatten halt über verschiedene Themen gesprochen und über Sachen, die ich halt schon erlebt habe. Weißt du, was Blaue Eier, Rainer, blaue Eier. blaue Hoden sind? Ich würde jetzt. Nein, das ist keine verrückte Sexpraxis. Ja, das Bärchen unterbrich ihn halt nicht in seinem vorher gescripteten Monolog. Ich würde jetzt Nein. ja sagen, theoretisch. Okay, kannst du es mir dann auch erklären? Basically halt irgendwie Schmerzen. Warum kommt mir das gerade vor wie so eine Abfrage in der Schule? Kennt ihr das noch, wenn man dann vor an die Tafel muss und dann, ne, kannst du mir erklären, was Ionenbindungen sind? Nein. Die der Mann kriegt, wenn er halt die ganze Zeit quasi erregt wird und das nicht irgendwie ablassen kann. Okay, und woher weißt du das?
ja, keine Ahnung, Pop-Culture References. Man muss nur, keine Ahnung, How I Met Your Mother gesehen haben. Ist das nicht so ein Ding halt? Ja, so ein Ding ist das ja. Blue Balls nennt sich das im Ja, Englischen. ja, ja. Oder es gibt noch einen anderen Begriff dafür. Kavaliersschmerzen. Ja, Das ist auch, wie er das sagt. Ganz ehrlich, das ist so mit dieser Dramatik, wie aus einem Film. So, keine Ahnung, große Erkenntnis. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, ne? Verliesschmerzen. Oh, Leck mich. Ja, überdramatisiert, Rainer. ja. So, wir hatten darüber Und natürlich nennt er es Kavaliersschmerzen, weil Blue Balls klingt halt lächerlich. Und Kavalierschmerzen impliziert, dass er praktisch der Kavalier ist. So, und da gehen wir in eine ganz starke Richtung, weil im Endeffekt ist das Einzige, was das meinen kann, ist, ich bin jetzt hier erregt, soweit, dass es mir an den Klöten wehtut, aber ich bin ein Kavalier und regel das nicht mit Gewalt. Das ist, würde ich als schwierig einordnen, ne? Problematisch vielleicht sogar. Aber er erzählt dir das jetzt halt, weil er ist der Kavalier, er duldet das einfach. Er leidet für die Frauen. gesprochen, also Uli und ich, während wir Forest gezockt haben, haben wir darüber gesprochen und habe ich halt so erzählt, dass ich halt, ja, ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt, wie meine letzten sexuellen Erfahrungen ausgesehen hatten, ne? Ja, es war alles gelogen, Rainer. Deine wirklich echten letzten sexuellen Erfahrungen waren immer die gleichen, ne? Immer dieselbe Hand, Rainer. Mhm. Mit der einen Person, die mich halt nicht rangelassen hat, nachdem ich sie gefingert hatte und so weiter und mir dann mal runtergeholt hat. Dann mit der Situation, die andere Person. Wie hat das erzählt? Weiß noch die Story, ne? Mit dem Ding und so, ne? Ach, das ist wie wenn man irgendeinem Kumpel eine Story erzählt von der Arbeit. Ey, ich hab da neulich erzählt mit dem Kunden so und so, bla 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 bla. Er ist nochmal gekommen. Wollt auch nochmal hier Ding. Mit der ich nur rumgeknutscht habe, dann die Person, mit der ich nur noch ein bisschen gekuschelt habe, aber die mich nicht rangelassen hat und dann die Person nur noch im Internet, mit der ich geschrieben habe. Ja. Mir nicht rangelassen hat. So, und aufgrund dieser Tatsache haben wir halt über verschiedene Sachen gesprochen und da kamen wir eben auch immer das Thema Blue Balls. Und da ging es auch sehr viel, aber wie gesagt, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das Thema richtig vernünftig anfangen sollte. Ja, das ist richtig, weil das bescheuertes Thema ist, Rainer. Das bescheuertes Thema. Rainer, das ist ein Trivia-Ding. Das ist so ein vollkommen unnütze Information. Das ist kein wichtiges Thema. Du erzählst dir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, bevor wir irgendwie ein Team werden, muss ich dir sagen, boah, wir haben AIDS. Ne? Nee, du schwadronierst dir irgendwas von irgendwelchen blauen Eiern in der Gegend umeinander. Und das ist auch der größte Teil von diesem Video. Weil es geht in erster Linie auch viel halt um das Thema, es geht halt sehr stark viel um das Thema von, Thema von, also es geht halt darum, dass gerade ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin, der sehr starke Komplexe hat. Samenproduktion hat, Ja, meinetwegen. würde ich jetzt sagen. Mhm. Also es ging, wie gesagt, es ging um viele verschiedene Themen, deswegen überlege ich gerade, wo ich anfange. Ja, Wir hatten überhaupt anfangs, nicht, Rainer. einfach Fang überhaupt nicht an. Thema ist absolut unangebracht, egal bei so wem. irgendwie über verschiedene Sachen gesprochen. Ich kann nicht mehr genau auf das Thema gekommen sind. Dann ging es zwischendurch um das Thema, Das Thema. sexuelle Potenz oder so ähnlich, weil da haben wir über meinen Blog oder über mein Buch gesprochen, besser gesagt. Ja, und dann habe ich halt so auch ein bisschen darüber erzählt, wie das ja abläuft. So. Also manche Männer, genau darüber haben wir gesprochen. Also es gibt ja manche Männer so, oder die meisten Männer, bei denen ist es ja so, dass sie zum Beispiel nach dem Sex einschlafen. Und da hatten wir unter anderem über Hormone gesprochen und über bestimmte Hormone und bestimmte Faktoren. Ja, das ist wie auch im Computerspiel so. Da wird einfach was getriggert. Jeder Mann schläft immer sofort ein nach dem Bimsen. Immer, ausnahmslos. Man kann sich da gar nicht dagegen wehren.
Das ist noch nie passiert, dass irgendein Mann hier, GV hatte und danach nicht sofort eingeschlafen ist. Das ja, die dann Die, dafür sorgen, dass halt der Mann, wenn er einen sexuellen Höhepunkt hatte, dann läuft es so, dass der Mann die sexuelle Höhepunkte, Rainer macht das scheiß Spiel aus. oft hier müde wird nach dem Sex. So. Ja. Und das liegt halt an diesem Hormon, so an diesem Enzym, glaube ich, ist das sogar bloß nicht immer Hormon. So, und dieses Enzym haben auch Frauen oder setzen auch Frauen nach dem Sex frei. Bei Frauen wirkt es anders aufgrund ihrer biologischen Veränderung oder ihrer biologischen Änderung. Ihrer biologischen Veränderung. Verändern die sich biologisch? Verändert sich die DNA der Frau nach dem Sex? Wird die dann auf einmal zur Fledermaus oder zum Delfin oder was ist? Was laberst du für eine Scheiße, Rainer? Genau. Okay. Und so hatten wir über das Thema letzten Endes halt gesprochen. Letzten Endes ist das ganz Ich habe auch wichtig. erzählt, dass ich eben, das bei mir ja immer ist, dürfte auch nicht interessant sein. Mhm. Bei mir kommt halt sehr viel. Ja. Literweise. Der Rainer ist praktisch ein wongelndes Feuerwehrauto. Die muss man nur noch rot anmalen. Die Achsen sind schon rot, ne? Rest noch rot anmalen und ein blaues Licht auf dem Kopf. Whee! Ja, halt dein Maul. Ich habe das Video gesehen, Digga. Ich habe das Video gesehen. Das ist so, wie wenn du wirklich mit Gewalt mit dem Fuß irgendwie so diesen letzten bisschen aus der Zahnpastatube rausdrückst. Weil du vergessen hast, neue zu kaufen. So, das ist. Nee, Digga. Nee. Ah. Nee. Jetzt wird's wild, Leute. Prepare Anus. Wenn ich komme. Hast schon mal gesagt, glaube ich. Möglich, ja. Alles okay. Wirklich, dass er das vielleicht noch mal am Rande erwähnt hat. Du willst jetzt ein bisschen, Hä? weiß ich nicht. Angewidert ist das Wort, nach dem du suchst, Rainer. Angewidert. Und mit Recht, Rainer. Ja, und wir haben halt, es ging am Ende halt auf jeden Fall darauf hinaus, dass sie halt zu mir gesagt hat, weil zu der Zeit hatte ich ihr gesagt, dass ich jetzt eine neue. Ganz ehrlich, die erste Frage, die mir jetzt als Bärchen kommen würde, ne? Also wenn ich nicht ein Bärchen wäre, sondern tatsächlich ja die er datet momentan, die jetzt schon irgendwie auch seine Freunde bezeichnet und so mal wieder, wäre, warum redest du mit anderen Frauen darüber, wie viel Jizz du produzierst? Jetzt die erste Frage, die mir da spontan kommen würde, ne? Flamme, Freundin, eine Frau habe, an der ich interessiert bin. Und dann war es ja so, dass ich. Und dann hast du gesagt, ja, hilf mir mal, ich habe Angst, dass wenn ich mit der irgendwie was mache, ich habe Angst, dass die Frau platzt, weil da kommt so viel raus. Deswegen hat er mit der darüber geredet. Ist das Rätsel wieder gelöst? Dass sie halt gemeint hat, dass ich das vielleicht meiner neuen Partnerin halt eigentlich sagen sollte. Deshalb bin ich jetzt nämlich auf die Idee gekommen, dass ich da vielleicht mit drüber sprechen sollte. Okay. Also, die Sache ist halt, dass diese. Oh Mann. Er sagt so, ja, keine Ahnung, ich habe Angst, weil hektoliterweise, ne, wirklich wie wenn du so einen Feuerwehrschlauch an. Ich habe Angst, dass ich die umbringen dabei. Was soll ich tun? Ja, du musst auf jeden Fall mit dir drüber reden. Anstatt dass du ihm sagt, komm mal runter. Das ist nicht so wild. Es ist auch nicht so viel wahrscheinlich. So, ganz normal. Don't you care. Wo diese Dinger sehr unangenehm sind. So, und jetzt pass auf. Und jetzt pass auf, jetzt haben wir die Vorgeschichte, der Prolog ist erzählt, die hanebüchene Lügengeschichte, warum er jetzt auf dieses Thema kommt, obwohl er weiß, dass es hart unangebracht ist. Aber er hat es jetzt begründet, dass es doch nicht so unangebracht war und jetzt wird die eigentliche Geschichte erzählt. Wie gesagt, ich fange hier irgendwie, ich zoll das Fett irgendwie hier gerade von der Seite quer und von hinten auf. Ich muss das eigentlich etwas strukturierter. Ja, und er zäumt das Pferd von 3 verschiedenen Seiten nacheinander auf und merkt halt dann irgendwann, dass es doch eine Kuh war. Angehen. Es ging dabei darum, dass ich halt gesagt habe, dass ich halt auch schon Erfahrungen gemacht habe, zum Beispiel von einem Kumpel oder so von mir. Da hatte die Freundin halt lange Zeit, oder es war bei ihm sogar die Und da kommt dann wieder der Schweizer Taschenkumpel aus Denken, ne? Frau lange Zeit nicht mehr rangelassen, so.
hat ihn aber immer wieder scharf gemacht. So. Und Blue Balls entstehen nicht, indem du hergehst und ständig Blue Balls entstehen nicht dadurch, dass du quasi einfach permanent geil bist, sondern einfach dadurch, dass du lange Zeit sexuell stimuliert bist. Also Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. sprich, dass der Mann halt permanent eine sexuelle Erektion bekommt. Ja. Aber diesen Druck, ne, also den Samen, der ja quasi dadurch, dass der Körper denkt, so, oh ja, es geht gleich los und es geht zum Sex, ne, fang mal an hier, produziere mal ein bisschen Sperma. Und aufgrund dieser Tatsache, dass der Körper das denkt, läuft es halt so, dass Das ist so hanebüchener Bullshit, den der gerade verzapft. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das Problem an der ganzen Nummer ist, ja, diese, nennen wir sie jetzt auch, ne, Kavaliersschmerzen. Die entstehen durch eine zu lange anhaltende, zu intensive Durchblutung dieser Region. Das ist so, dann irgendwie, wenn du dir so ein Gummiband um den Finger machst, ne, dann tut der auch irgendwann weh. Das ist der Punkt. Das ist nicht so, dass da drunten jetzt literweise der Samen produziert wird und die Flöten irgendwie das nicht mehr halten können. Juli. Da ist einfach Blutstau drin, weil es permanent weiter durchblutet wird. Und dem Abhilfe zu schaffen, wenn es offensichtlich ist, dass die Person, die für diese Erregung zuständig ist, verantwortlich ist, ne, keine Lust hat, dem Abfuhr zu verschaffen, dann ist die Verantwortung bei dir. So, dann kannst du sagen, okay, nee, dann hören wir das jetzt hier auf und ich gehe schnell irgendwo hin und dann schauen wir weiter. Ne? der Körper eben eine Überproduktion davon hat, weil er letzten Endes eben nicht zum Schluss kommt. Und wenn das halt mehrere Male passiert, dann entsteht eben dieser Druck. Und da hatte ich eben den Fall, dass ein Kumpel von mir eben in dieser Situation war, über längere Zeit sogar, und eben diese Schmerzen hatte. Dann wollte seine Partnerin auch unbedingt noch mit ihm weggehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, Gumbel war das wieder, ja, das ist so ein Schmarren. die wollten irgendwie zu ihren Eltern oder sowas oder auf eine Party oder keine Ahnung. Und er hat sich dann halt kurzerhand entschuldigt, ging halt zur Toilette und hat sich dann halt kurzerhand auf der Toilette ein Runtergeholt bei denen. Ja, ja, ist auch in Ordnung. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich hatte Blue Balls dann nicht in so einer Situation, ne, wo er dann so, ja, sorry Leute, das ist dann schon eher so eine intime Nummer gewesen. Wenn du die von ganz alleine kriegst, dann weiß ich nicht, das stimmt wahrscheinlich mit dir irgendwas nicht. Okay. Einfach weil es gibt halt nur eine Möglichkeit, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich, den Samen-Erguss, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Schmerzen vergehen zu lassen. Erstens, indem du quasi, Selbsttermination. Ne? Spring aus Fenster, ist vorbei. Es wird dieser Leidensdruck, dieser enorme Leidensdruck. Man kann es nicht vorstellen. eben abspritzt. Ja. Und eben den Überdruck auf die Art und Weise kompensierst. Was übrigens kein Vergnügen ist, das möchte ich nur mal kurz an der Stelle anmerken. Ach komm. Also ein Samenerguss aufgrund von Blue Balls ist kein angenehmer Sex. Also das ist absolut alles andere als geil. Okay. Kann ich dir ganz deutlich sagen, weil das sind echt Schmerzen, die sind echt unangenehm. Okay, und im weiteren Verlauf des Ganzen ist es dann so passiert, dass seine Freundin halt absolut kein Verständnis dafür hatte, dass er sich da einen runtergeholt hat. Er hat ihr versucht, es zu erklären, aber, und das ist nämlich der Punkt, warum ich das... Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte er es dann auch nicht groß ankündigen sollen. Ne? Das ist ja vielleicht auch, ne, dass er sagt, hey, ich muss mal kurz wohin. Groß in die Runde schreien. Im Übrigen, ich hab dicke Eier, ich muss erst mal Druck ablassen. Dass dann vielleicht irgendjemand sagt, du, war jetzt nicht so cool, Digga. Also vielleicht einfach beim nächsten Mal ein bisschen dezenter sein. jetzt anspreche. Ja. Viele Frauen halten Blue Balls oder halt Kavaliersschmerzen, wie du es jetzt auch bezeichnen möchtest, für ein Gerücht. Ich habe das verglichen mit dem G-Punkt. Den halten ja viele Menschen auch für ein Gerücht. Im Fall der Frau und im Fall des Mannes sind es eben die Blue Balls. So. Und der Grund, warum das so ist. Da ist da hier Zwetschgen mit Pflaumen verglichen. Keine Ahnung.
den habe ich auch so erklärt, wenn du als Frau mit einem Mann zusammen bist, also ich rede jetzt nicht vom Sex, sondern allgemein, wenn du mit einer Person, mit einem Mann Umgang hast, so, und du weißt, dass der Mann halt Interesse an dir hat und so weiter und ihr seid am Kuscheln und so weiter, du möchtest aber noch nicht weitergehen und so weiter und er dann und so weiter und so weiter und so weiter und dann aber halt so ein bisschen leicht hummelt und so weiter und so, das vielleicht auch für dich noch so in Ordnung ist. Und er dann zu dir sagt, dass er jetzt unbedingt abspritzen muss, sondern weil er Schmerzen hat. Dann geht in deinem Kopf als Frau grundlegend nicht das Programm an, so ja, ne, der hat jetzt wirklich Schmerzen, ne? Schmerzen, oder halt doch dein dummes Maul. Ganz ehrlich, wenn der hier so Guilt-Tripping-mäßig um die Ecke kommt und sagt, hey, du, wir müssen jetzt irgendwie, ich muss jetzt irgendwie hier abfeuern, weil ich habe Schmerzen, du bist dran schuld, dann schmeißt den Typen raus, dann ist er ein Hurensohn. Wenn tatsächlich hier, man merkt das ja in dem Kontext, ob da, ne, ob das erstmal so eine sich gegenseitig annähern und so gegenseitig ein bisschen erforschen Nummer ist oder ob es da zu mehr kommt. Und dann kann man ja immer noch dezent sagen, hey, ich muss kurz mal wohin. Sollte denn doch mal das passieren? Und er tut ja so, als wäre das jedes Mal so. Frau hat mich berührt, Blue Balls. Ne? Keine Ahnung, die Frau an der Kasse im Supermarkt hat guten Tag gesagt, Blue Balls. Bei jeder Berührung, immer sofort. Blue Balls, Blue Balls, Blue Balls. Es kommt relativ selten vor, ne? Sondern es geht aber dir das Programm ab, ja, der will nur ficken. Hm. So, und deswegen Ja, und bei dir hat sie dann doch auch recht, oder? halten gerade Frauen oder halt generell viele, es gibt ja nicht nur, also nicht alle Menschen haben, also nicht alle Männer kennen das. Boah, deswegen Frauen, also viele, es gibt ja nicht nur, also viele Männer, also nicht nur Männer, also, halt doch dein Maul! Halt einfach dein scheiß Maul! Niemand interessiert sich für deine scheiß blauen Eier. Du lügst dir jetzt wieder irgendwas vor, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, damit sie dich irgendwie... Oh, ich krieg die Tür nicht zu. Problem, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht extra aufklären möchte oder erzählen möchte, weil das dauert jetzt auch zu lange. Okay. Es geht letzten Endes auf jeden Fall darum. Es geht letzten Endes tatsächlich, Edzardler, sogar darum, liebes Bärchen, dass wenn ihr euch tatsächlich trefft und er bimsen will und du Nein sagst, dann ist das ein Hassverbrechen. Das ist das, was er dir gerade sagen will. Ne? Dann bist du schlimmer als Hitler. Viele Menschen kennen dieses Problem der Blue Balls tatsächlich teilweise gar nicht, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass sie dann eben einfach in ihrem Kopf denken, Das hier. ja, das sagt er nur, damit er bumsen kann. Also Ja, andererseits und das ist auch ganz oft so. Ne? sagt er das nicht. Das hat nicht den Hintergrund, dass er gerade, keine Ahnung, wirklich Schmerzen hat oder so, sondern er sagt das halt nur, damit er halt wirklich ihn ranstecken darf. Und wie gesagt, dass es das gibt, wie gesagt, er auch schon mal Blue Balls gehabt. Ich habe auch schon mal Blue Balls gehabt, das ist ein unangenehmes Ding, aber erstens ist es bei weitem nicht so schlimm wie das, was er jetzt da darstellt, dass er denkt, die Klöten fallen dir ab. Ne? Und zum Zweiten ist dann halt in der Situation, ist halt deine Scheißverantwortung. Da kann überhaupt niemand was dafür. Vor allem nicht die Frau. Sei auch froh, dass du eine Frau hast, die überhaupt dich irgendwo anlangt, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass man Blue Balls kriegt. Und wenn dann aber sich abzeichnet, so dass da auch nichts läuft, dann ist es halt gut. Dann kümmere dich selber drum und halt einfach das Maul. Mhm. Genau, und wie gesagt, das hängt eben nicht damit zusammen, dass er dann wirklich nur Sex haben will. Es gibt natürlich auch Männer, die machen das, dann die andere Seite. Okay. Hey, das ist deine Seite, Rainer. Ja. Was denkst du? Ja, also was soll ich davon denken? Also ich kannte das schon, also irgendjemand hat mir anscheinend schon mal was darüber erzählt oder ich habe das irgendwo schon mal gelesen, keine Ahnung. Also es war mir schon bekannt in einem gewissen Sinne, deswegen, ja, okay, nehme ich hin. Muss man halt, ist halt unangenehm, muss man halt was dagegen machen, so. Ja, damit will ich nicht sagen, dass du mir zwangsläufig, pass auf, bei mir ist es halt so, wenn ich das habe, dann musst du gar nichts machen. Ne? Generell, ich muss halt dann irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Man kann das halt vergehen lassen, das dauert halt sehr lange und
dauert halt entsprechend länger, wenn man halt weiterhin stimuliert wird. Und Ja, dann kann man sich ja auch aus dieser Stimuliersituation auch rausnehmen. Ne? Hast daran vielleicht schon mal gedacht? Ne? Dass man dann sagt, hier, keine Ahnung, ne, vielleicht. Also, wie gesagt, entweder man geht kurz aufs Klo und kümmert sich selber drum oder man versucht irgendwie zu einer anderen Aktivität überzuleiten. Man kann sich einen Film angucken oder was weiß ich. Wenn es so unangenehm ist, wenn es so unerträgliche Schmerzen sind. Oder keine Ahnung, das nächste Mal, wenn du irgendwo hingehst zu irgendeiner Frau, um zu zweit Zeit miteinander zu verbringen, sicherheitshalber einfach einen Morphiumtropf mitnehmen, um diese unerträglichen Qualen, die du da erdulden musst, ertragen zu können. Pfosten. man muss ja dann einfach mal, und dann muss man halt mal kurzerhand auf die Toilette gehen oder so und das dann halt mal kurzerhand selbst erledigen. So, damit habe ich auch an sich kein Problem. Mir ging es nur darum, weil ich halt eben schon den Fall hatte, dass eine Partnerin mich mal verlassen hat, tatsächlich, bevor es überhaupt zu irgendwas gekommen war zwischen uns. Und zwar nur deswegen, weil ich eben auch in der Situation war, dass ich halt eben diese Schmerzen hatte, ich das ein paar Mal angesprochen hatte und ich habe mir damals gesagt, sie soll. Warum sprichst du das ein paar Mal an? Wenn du nicht, ne, nur deiner Aussage nach darauf aus warst, die dazu zu überreden, dass zu Susu kommt. Warum spricht man das ein paar Mal an? Und keine Ahnung, was hast du von ihr erwartet? Ja, okay, dann machen wir halt einfach nicht mehr rum. So, wenn das für dich so ein schweres Problem ist, dann gibt es halt gar keinen Körperkontakt mehr. So. Wäre ihm dann auch wieder nicht recht gewesen. Ich habe dann aber gesagt, sie soll mich anfassen. Ich habe nur gesagt, dass sie bitte nicht so viel, ne, das hat ihr halt nicht gepasst. Weil ich halt einfach auf Abstand gegangen bin, weil mir halt einfach das alles wehgetan hat und das alles Schmerzen waren. Und dadurch, dass ich auf Abstand gegangen bin, hat ihr das überhaupt nicht gepasst. So. Und die hat dann die ganze Zeit so gesagt, ja, du sagst das jetzt alles nur, damit ich. Er erzählt jetzt hier dem Bärchen diese Story. Einfach nur, um das im Vorhinein das Bärchen schon zu manipulieren fürs erste Zusammentreffen. Dass die sich dann schon denken, oh, hoffentlich hat der arme Rainer nicht so harte Schmerzen, dann muss ich was dagegen unternehmen. Rainer, du widerst mich an. Dich runterhole oder dass ich jetzt am Blas oder dass ich jetzt mit dir ficke oder so. Aber das wird nicht passieren. Aber ich gesagt, nein, ich sag das nicht. Deswegen, ich sag das, dass wir ein bisschen auf Abstand gehen müssen, damit ich nicht ständig einen harten Gericht, damit ich nicht ständig diese Schmerzen habe, weil es extrem unangenehm und lange ist. So, und weil ich jetzt nicht aufs Klo gehen möchte, mehr runterzuholen. Ja, du gehst jetzt nicht aufs Klo, weil du das nicht möchtest, weil du jetzt möchtest, dass ich das mache. So in die Richtung halt ging es die ganze Zeit. Und die hat das halt überhaupt nicht verstanden. Okay. Ja. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Und hat halt überhaupt keinen Respekt dafür gehabt. Respekt? Mir platzen gleich die Eier, aber vor Zorn. Weil die das halt alles für, die hat das einfach für Gerüchte gehalten. So. Ja, verstehe. Irgendwie wirkst du ein bisschen angepisst. Ich könnte mir kaum vorstellen, warum. Weil wenn die nämlich für 5 Cent Hirn im Kopf hat, dann hat die nämlich gerade gecheckt, wozu du sie gerade manipulieren wolltest. Mit deiner Geschichte von der böse Blue Balls, die Schmerzen, die unerträglichen Schmerzen. Nee. Bisschen, weiß ich nicht. Alles gut? Du brauchst es nicht analysieren, alles gut, ich bin nur etwas müde. Okay. Ich bin nicht angepisst, das ist alles gut. Ja, ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch einfach generell ein bisschen anders formulieren sollen alles. Weil irgendwie. Du hättest es gar nicht erst ansprechen sollen, Rainer. Das wäre the way to go gewesen. Einfach dein dummes Maul halten. Ich bin gerade auch unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meiner Art und Weise, das zu erklären. Weil es ging, wie gesagt, auch immer vieles davon Themen irgendwie. Rainer, jeder ist unzufrieden mit deiner Art und Weise, Punkt. Und ich hatte das Gespräch, war eigentlich sehr angenehm im Allgemeinen. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie, kein Plan. Aber du bist müde, ich bin müde, ich denke, ich werde mich auch hinhauen. Ja. Oh Mann, obwohl ich habe eigentlich überlegt, noch ein bisschen Forest zu zocken, aber auf der anderen Seite. Um die Uhrzeit. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich für mich. Wobei eigentlich mittlerweile tatsächlich schon. Egal. Ja. Ich hatte halt vor kurzem auch mit. Egal, was auch immer ich dir beim letzten Mal vorgelogen habe, ob ich jetzt einen funktionierenden Biorhythmus habe oder nicht, das, was ich das letzte Mal gelogen habe, das stimmt schon immer noch.
einer anderen Person, mit der Person, mit der ich vorher da ja Interesse hatte. Ich hatte ja Ja. erzählt, dass ich jemanden habe, in den ich eigentlich verknallt bin und so weiter. Ja. Was aber nicht funktioniert aufgrund verschiedener Tatsachen. Also ich bin ja ehrlich zu dir von Anfang an gewesen, habe das ja von Anfang an gesagt. Ja. Aber auch gerade mit der Person habe ich halt da öfter mal drüber gesprochen und die Person hat halt auch kein Verständnis dafür. Nicht in dem Sinne zumindest, keine Ahnung. Aber Okay. das ist auch eine Person, das ist aber auch eine Person, die halt eigentlich gar nicht weiß, wie es halt ist, auf Sex verzichten zu müssen, weil es halt auch, das hört sich jetzt fies an, es ist halt auch eine Frau und Oh, Digga. Ich halt dieses Dom-Geschwalle nicht mehr aus. Oh, die Frau weiß gar nicht, wie schlimm das für mich ist, dass ich hier Zölibat lebe, unfreiwilligerweise seit mein ganzes Leben schon. Weil die könnte ja dauernd irgendwen bimsen, nur weil sie es nicht tut. Aber das ist so ein dämliches, ekelhaftes Geschwalle. naja, die hat halt auch mehrere Männer, mit denen sie ohne Probleme halt in die Kiste springen kann, weil halt Männer, naja, weil halt Frauen, wie gesagt, das haben wir ja schon oft gehabt, das Thema. Ja. Auch ein Thema, das ihr gar nicht gefällt, wenn ich das immer anspreche. Ach man. Ja, dann solltest du es vielleicht nicht so oft ansprechen, Rainer. Wenn mir Leute wichtig sind, ne, die ich zu denen ich wirklich einen intensiven sozialen Kontakt habe, dann zwar so intensiv, dass ich über solche Themen dann mit denen reden kann, dann und ich merke, das Thema ist denen unangenehm oder die kriegen eine Hasslatte, wenn ich mit der Scheiße schon wieder um die Ecke komme, dann laber ich die halt mit dem Mist nicht voll, oder? Scheiße. Du, mein Kopf geht jetzt auch viel Müll. Gut, weißt du was, wir machen am besten hier einen Cut, weil sonst sage ich noch irgendwas, was nicht angebracht ist. Ja, das Risiko wollen wir unter gar keinen Umständen eingehen, dass er vielleicht dann doch nochmal was sagt, was nicht angebracht ist. Wieso? Alles Ja. okay? Ja, nee, ich habe jetzt gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Mein Kopf funktioniert gerade nicht richtig, ich bin auch müde. Ja, das ist Standardsituation bei dir. Dein Kopf funktioniert nie richtig. Okay. Ach Mann. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das morgen. Du willst morgen ein bisschen was tun. Ja. Keine Ahnung, schreiben wir morgen einfach so, wie wir es normalerweise auch machen und schauen dann, was läuft. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wann Wolbani, jetzt sage ich schon wieder Wolbani, morgen Zeit hat, ob ihr auch nochmal zocken wollt oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also ich würde gerne morgen auf jeden Fall schauen, dass ich Ding zocke, dass ich, lass mich überlegen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich würde gerne morgen auf jeden Fall schauen, dass ich Son of the Forest weiter zocke, weil da habe ich im Moment echt eigentlich einiges zu tun, weil ich habe da gerade mal 6 von 32 Errungenschaften und ich will ja meine Errungenschaften aufpushen. Ja. Also will Und Errungenschaften ist harte Arbeit. ich da auf jeden Fall vorankommen. Ja. Das gleiche gilt eigentlich auch für den Forest, deswegen will ich morgen eigentlich schon mal schauen, dass ich ein bisschen Son of the Forest weitermache. Ja. Genau, da muss ich halt mal gucken, wie das funktioniert. Ja. Aber grundsätzlich schreibe ich ja im Blog und wenn irgendwas ist, sieht man ja. Ach, übrigens ist ja aufgefallen, dass du auch nicht mehr so viele Blogs schreibst. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, sagst du halt irgendwann mal irgendwas dazu, wenn sie sich anspricht oder keine Ahnung, dass sie halt nicht meint, dass wir wirklich irgendwie miteinander jetzt groß Kontakt haben oder so. Das ist wieder eine widerliche Manipulationsscheiße, die er da wieder abzieht. Oh, der ist aufgefallen, dass du nicht mehr so wie den Blog schreibst. So, nicht, dass die noch glaubt, dass wir Kontakt haben, weil Rainer will sich die andere Mulle warm halten für den Fall, dass sie sich entweder als Bärchen entpuppt oder irgendwann mal rausfindet, dass er doch eher so, ne, Hufeisenbesitzer ist. Und dann will er die andere versuchen klarzumachen und wenn sie dann behauptet, die wären zusammen gewesen und der hätte sich an sie rangemacht, kann er dann behaupten, nee, stimmt ja gar nicht, hat sie ja selber zu dir gesagt, dass da nichts läuft. Ach so, okay. Also, warte mal, was ist hier aufgefallen? Dass ich weniger im Blog schreibe oder dass ich weniger im Discord schreibe? Naja, sie hat halt mitbekommen, nee, nicht im Blog, im Discord, meine ich, Entschuldigung. Ja, alles Also gut. ihr ist halt aufgefallen, dass wir beide anscheinend ja miteinander privat schreiben. Okay. Ne? Weil ich halt einfach grundsätzlich dir schreibe und weil sie halt gemerkt hat, dass du im Discord nicht mehr schreibst, hat sie mich halt gefragt, ob wir privat schreiben. Habe ich halt nur gesagt, naja, eigentlich. Also ich habe halt gesagt, dass du momentan einfach viel mit der Uni zu tun hast und deswegen vielleicht nicht mehr so viel schreibst. Ja. Und ich habe auch gesagt, das hat sie ja nochmal ganz kurz mitbekommen, weil du auch nochmal ganz kurz, also sie hat sich mitbekommen, glaube ich, hat sie gemeint, wo wir neulich ganz kurz mal im Discord waren, wo sie hier nicht da war, weil sie zu dem Zeitpunkt schon gepennt hat. Da meinte ich ja, dass wir abends noch im Discord waren und gequatscht. So wie er sich da das alles schon zusammenspinnt. Merkt er, der rattert das schon runter, die Gedanken hat er sich alle schon gemacht. Wie manipuliere ich jetzt die Bärchen, sodass die voneinander nicht mitkriegen, dass ich mich ja beide gleichzeitig ranmachen will. Dass sie ja nicht mitgekriegt, dass wir da privat geschrieben haben, Okay. gesprochen haben. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du halt im Blog nicht mehr viel schreibst. Und ich habe halt einfach das so hingedreht, dass du halt zu mir gesagt hättest,
als wir dann Discord an dem Abend waren, dass du halt im Moment einfach viel mit der Uni zu tun hast, irgendwie wie Referendare und keine Ahnung. Ja. Und dass du halt im Moment auch wegen deinem also ich habe ihr aber nicht gesagt, was du im Zweitfach studierst, weil ich habe dann halt nur gesagt, dass du mir halt gesagt hast, dass du im Zweitfach irgendwie jetzt noch eine Prüfung oder sowas hattest. Ja. So in die Richtung habe ich es angedeutet, ich habe nichts Genaues gesagt. Dann hat sie mich halt auch gefragt, was dein Zweitfach ist, und ich habe gesagt, nö, muss ich dich selbst fragen. So, weil kann ja schlecht über das Fach reden oder über das, was du machst. Ja. Außerdem habe ich es nicht mehr genau im Kopf gehabt. Ich weiß, dass es Politik war, aber das war. Noch dazu interessiert sie noch überhaupt gar nicht. Ne? Ist ihm scheißegal, was sie studieren. Hauptsache Wurstfach herhalten. Politikwissenschaft, glaube ich. Ne? Ja. Nee, doch, Politikwissenschaft. Ja, das heißt so. Ja. Ja. Verrückte Welt. Was alles gibt, ey. Ja. Wo ist denn jetzt Anfrage? Ich bin hier richtig vom Herrn W. Das Z. Sponsoring. Es geht um Sponsoring, na klar. Ja, du Dulli, keine Ahnung, wenn der Betreff, er hat jetzt gerade den Betreff von der E-Mail im Hintergrund vorgelesen, ja. Sponsoring Huawei Honor. Wenn du da schon nicht schon gecheckt hast, dass das eine Troll-Mail ist, so dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Für die Leute, die es nicht wissen, Rainer hat damals sich ein neues Handy gekauft, ja, das Huawei Honor oder Honor, wie er gesagt hat. In der türkisen Schachtel. Ja, aber und hat so getan, als hätte Huawei ihn dafür gesponsert, da ein Video drüber zu machen. Ne? Als wäre das so ein Pressevorführungsmodell, sodass er dann. Und hat er so ein Vorstellungsvideo für dieses Handy gemacht, so als wäre das ein Sponsoring. Vollkommen stümperhaft, total bescheuert, aber er hat sich gedacht, das erweckt dann den Eindruck, als wäre er ein seriöser Werbepartner und das würde dann andere Firmen anlocken, ihn praktisch zu buchen, um ihnen irgendwelche solche Werbedeals zu geben. Vollkommen Hanebüchen. Und das ist halt ein Meme bis heute, seit 10 Jahren im Game. Und es ist halt, wenn du es im Betreff schon hast, dann lösch halt die E-Mail direkt. Was, hä? Also, so ein Bullshit, ey. Was will der denn sponsern? Keine Ahnung. Der Mann kennt sein eigenes Game nicht. Vor allem ein Typ, der mich anschreibt am Freitagabend um 0:28 Uhr mit einem Sponsoring, mit einer Fake-E-Mail-Adresse. Alter Junge, Alter, ganz ehrlich. Schreib doch gleich in die Mail, dicken, fetten Leuchtbuchstaben, ich will dich verarschen. Ja, das stand im Betreff, du Depp. Das hat in den Betreff reingeschrieben, wenn du dich an deine eigene Scheiße, die du ins Internet gepimmelt hast, noch erinnern würdest, dann wüsste das mit dem Huawei Honor, dass das ein Trollding ist. Er hat es in den Betreff geschrieben. Was soll er noch machen? Ja, noch dezenter kann man es ja wohl kaum machen. Na gut, so meine Liebe, dann würde ich sagen, ohne dich jetzt noch länger aufhalten zu wollen, weil ich Im Übrigen, dezent war nicht das Wort, das du gesucht hast. Offensichtlich war das Wort das Gegenteil von dezent. ziehst nur wieder in die Länge, weil ich nicht aufhören will, mit dir zu reden. So. Oh. Oh. Oh, ich kotz gleich. Ich bin nicht süß. Doch. Also, Nein. nein. Doch. Nein. Doch. Wo bin ich bitte süß? Ich bin voll der fette, eklige, alte Lustmolch hier. Ja, das ist richtig. Das beschreibt Oh, das. sag nicht sowas. Wieso denn? Stimmt doch. Nein. Wie nein? Nein. Okay, eklig vielleicht nicht. Alles andere stimmt auf jeden Fall. Wobei eklig doch Eklig wäre das Erste, was mir einfallen würde. auch, definitiv. Ja, wie traurig ich sie gleich gelungen habe, weißt du so? Nein. Nein. Mein Schatz, ich will nichts sagen, aber du kennst mich eigentlich nicht, ne? Du weißt ja nicht wirklich was über mich. Bis auf die Sachen, die du jetzt im Netz gelesen hast und selbst von denen weißt du ja nicht wirklich was. Ja. Gehe jetzt mal von aus. Auch wenn ich das eigentlich nicht sagen will. Ach, verdammt. Oh ja, droppt er jetzt die L-Bombe? Droppt er jetzt die L-Bombe? Ach komm, Rainer, bring's hinter dich. Willst du meine ehrliche Meinung wissen? Ja. Du solltest vielleicht versuchen, dir einen anderen Typen zu angeln. Warum? Weil ich auf lange Sicht nicht gut für dich bin. Nicht, weil ich selber dir schade, sondern weil mein ganzes Umfeld dir schaden wird. Und wenn das jemals rauskommen sollte, auch wenn ich jetzt versuche, mich weiter aus dem Internet zu distanzieren und so weiter und so fort. Das ist sehr erfolgreich hingekriegt, Reini. Das wird auf lange Sicht für dich und gerade für deine Zukunft definitiv keine guten Folgen haben. Immer vorausgesetzt natürlich, du bist halt wirklich, und verzeih, wenn ich das jetzt falsch ausdrücke, ne? Ich will dir nicht vor... Ja, vorausgesetzt, du bist kein Bärchen. Natürlich ist ein Bärchen, Rainer, ist vollkommen offensichtlich von Anfang an für jeden, außer für dich. Er tut jetzt so, ne, dass er sagt, nein, lass mich zurück. Das ist in so Horrorfilmen verarschen, ne? Dass er
Ich glaube, bei Scary Movie war es irgendwann mal so, nein, lass mich zurück, rette dich selbst, das sich aber gleichzeitig bei dem unten am Fuß festhält. So ein Ding ist das gerade. Vorwerfung, Gottes Willen. Aber immer vorausgesetzt natürlich, du bist halt echt und kein Fake, wovon ich einfach aufgrund meiner Tatsache immer ausgehe, bis es halt anders ist. Und trotzdem aber halt das Risiko immer eingehe. Also Das KI-Bärchen einfach. Das KI-Bärchen. Alter, das ist, glaube ich, der nächste Step im Drachengame. Wenn das lang genug noch macht, dann programmieren die ihm eine KI-Freundin, die mit ihm telefoniert. Dann können die pennen währenddessen. Ne? Und hören sich am nächsten Tag einfach das Gespräch an. verstehen. Ne? Okay. Es ist und bleibt halt letzten Endes einfach so, Letzten Endes. dass du halt ein extremes Risiko eingehst und das für deine Zukunft alles andere als gut ist. Und ich will halt nicht deine Zukunft zerstören, nur weil ich so bin, wie ich bin. Okay. Warum klingst du jetzt so traurig? Das ist irgendwie alles ein bisschen viel gerade. Findest du? Mhm. Du hast ja schon so einen minimalen Vorgeschmack bekommen, was Leute machen. Das war noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs, ne? Also, das Doch, das war die Spitze des Eisbergs, Rainer, das sagt man so, wenn da noch mehr drunter ist. geht viel schlimmer. Deswegen sage ich, du musst dir ganz genau darüber im Klaren sein und ganz genau darüber nachdenken, ob du das und wenn du es willst, was du bereit bist, dafür aufzugeben oder zu opfern. Und Gerade eben hat es doch geheißen, such dir einen anderen, ich bin nicht gut für dich. Und jetzt heißt es, du musst dir darüber im Klaren sein, was du opfern willst. ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das wert bin. Und ich habe auch nicht die Lust, und ich habe keinen Bock und keine Lust, jemanden die Zukunft zu zerstören. Okay. Und selbst wenn lass mich dir einen Rat geben, also ich weiß, es hört sich extrem beschissen an. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber wenn es so ist, ne, ich habe dir ja vorhin schon erklärt, wie mein Kopf funktioniert mit allen möglichen Eventualitäten. Ja, ich halte dich erstmal für eine Haterin, bis das Gegenteil bewiesen ist, aber trotzdem erzähle ich dir den ganzen Scheiß, den ich dir jetzt hier erzählt habe in den letzten 3 beschissenen Wochen. Im Fall des Falles, dass du jemand bist, der sich mit diesen Leuten einlässt, um mich zu verarschen und hinterher Scheiße über mich zu verbreiten, sage ich dir auch etwas, was ich jetzt... Sie hat keinen Scheiß über dich verbreitet, sie hat die Scheiße verbreitet, die du ihr erzählt hast. Wort für Wort, wortwörtlich. vor kurzem durch eine andere Person erst wieder festgestellt habe. Überleg dir das zweimal, ob du denen irgendwelche Informationen geben solltest, egal ob du mir jetzt positiv oder negativ gegenüberstehst. Weil egal, was du denen gibst, es wird letzten Endes dein Schaden sein, auch wenn du im ersten Moment denkst, es ist dein Vorteil. Ich habe jetzt noch nichts davon gehört, dass die Leute, die diese Leaks gemacht haben, dann irgendeinen Schaden davon getragen haben. Weil diese Menschen gehen über Leichen und die gehen auch über die Leichen ihrer eigenen Leute. Deswegen muss man sich wirklich genau überlegen, was man denen gibt. Und deswegen sage ich auch, man sollte... Ich bin noch nie über Leichen gegangen, schon gar nicht über Leichen von eigenen Leute. Es ist wohl auch nicht ganz weit hergeholt, dass natürlich auch in so einer Szene wie dem Drachengame Arschlöcher unterwegs sind. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dass da auch schon Leute geleakt wurden und so, aber so im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen aufpasst, ist das eigentlich schon eine ganz kommode Truppe. Also die Leute, mit denen ich jetzt inzwischen zu tun habe, ist echt kommod. Eigentlich das Beste, was man machen kann, ist, man hält sich von mir fern und noch besser, man hält sich von denen fern. Weil wenn du mir nämlich Scheiße antust, im Sinne von, dass du mir schadest, ohne dass einer von denen mitkriegt, aber du schadest mir, dann kommst du gut davon. Weil ich niemanden jage und niemands Rache übe, weil das nicht mein Fall ist, nicht mein Stil ist, nicht mein Charakter. Ja, du bist ein sehr rachsüchtiger Mensch. Rainer, du bist ein sehr, sehr rachsüchtiger Mensch. Bei dir, wenn die irgendwie mitkriegen, dass du in irgendeiner Weise mit mir zusammen warst, körperlich, emotional, wie auch immer, die werden einfach versuchen, alles zu zerstören. Die werden versuchen, und das muss dir auch klar sein, das ist in deinem Fall vielleicht ganz besonders wichtig. Sagen wir mal, wir treffen uns nächsten Monat. Ne? Und es kriegt irgendeine durch irgendeine Art von Zufall mit. Und die kriegen mit, wo du arbeitest, wo du studierst. Die werden versuchen, dir deinen Studienplatz kaputt zu machen. Die werden versuchen, deine Familie herauszufinden und auf deine Familie loszugehen. Diese Menschen kennen keine Gnade und die kennen... Alles Bullshit, Rainer. Noch dazu war sie ja von Anfang an offensichtlich ein Bärchen. Ne? Sie gehört ja zu, was du hier als diese Leute bezeichnest, mit dazu. Sie ist ja eine von uns. Eine von uns. Keinen Anstand und die kennen vor allem, und das ist das Schlimmste daran, keine Grenzen. Und das Witzigste an der ganzen Aktion, wenn man das überhaupt noch komisch finden kann, ist, dass gerade die auch, egal wie viele Straftaten sie machen, immer damit davonkommen. Oder immer damit davon gekommen sind. Die haben nie irgendwelche Strafen zu fürchten, egal welche Straftaten sie begangen haben. Daher muss dir darüber im Klaren sein, was du für einen Weg einschlägst. Darum habe ich auch gesagt, du sollst das Ganze googeln. Ich für meinen Teil tue niemandem was. Ich möchte einfach nur mein Leben führen. Aber das, was diese Menschen tun, Ne? das kennt keine Grenzen und keine Gnade. Puh, das ist gerade ganz schön viel. Kannst ja schlecht verschweigen, oder? Mhm. Das wird am Ende nur noch schlimmer ausgehen, wenn ich dir irgendwas nicht sage. Also im Grunde genommen bin ich am Arsch, egal was ich mache. Nein, das nicht.
wenn du mit mir keinen Kontakt mehr hast oder mit mir oder nie mit mir gesehen wirst oder nie mit mir in Kontakt gekommen bist, das ist nicht die richtige Aussage. Wenn du nie mit mir in Verbindung gebracht wirst, das ist die richtige Aussage. Wenn du nie mit mir in Verbindung gebracht wirst, dann bist du nicht am Arsch. Aber wenn du irgendwann mit mir in irgendeiner Form in Verbindung gebracht wirst, dann bist du auch nicht im Arsch. Weil du von Anfang an ein Bärchen warst. kann das nicht nur nach hinten losgehen. Das kann richtige Probleme auslösen. Und zwar richtig extreme Probleme. Und die können dein ganzes Leben dauerhaft zerstören. Und ich sag das nicht, um dir weh zu tun oder um dich von mir wegzustoßen, sondern ich sag das, weil ich nicht möchte, dass dir irgendwas passiert. Bist du noch da? Ja. Denk einfach mal in Ruhe darüber nach. Mhm. Die Hater haben über viele, viele Jahrzehnte lang das Leben vieler Menschen zerstört. Nur Über viele, viele Jahrzehnte lang, Rainer. Über viele, viele Jahrzehnte lang. Seit wann gibt's denn das Drachengame? Seit 1913, oder? Halt dein Maul. weil sie mir schaden wollten. Und das sind Fakten. Das ist kein Witz, das ist keine Ausrede, das ist kein was auch immer, das sind Fakten. Reale, nachvollziehbare und sogar belegbare Fakten, die über viele Jahre hinweg passieren. Die Hater über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Ist das Drachengame oder ist das Highlander? Es kann nur einen geben. Was mache ich da jetzt? Gemacht? Ja. Naja, wie gesagt, es gibt nichts. Du brauchst dann sicher, wie gesagt, keine Angst haben. Bislang gibt es ja noch keine Probleme. Zumindest soweit ich weiß. Also du hast mir irgendwas verschwiegen. Nee. Dann hast du bisher ja noch keine Probleme. Nur wenn du mit mir langzeitig Kontakt hast und wie gesagt wirklich niemand von denen bist, selbst wenn du einer von denen bist, weil das wie gesagt auch nach hinten losgeht, was ich mehr als einmal erlebt habe, ja, dann ist das halt schon scheiße so. Also für dich. Weil letzten Endes werden diese Leute halt nicht locker lassen. Letzten Endes. Wenn sie mal so weit sind. Deswegen muss man sich genau überlegen, was man mit denen macht. Oder wie man mit denen Umgang hat oder umgeht im Allgemeinen. Er denkt halt wirklich, dass dass diese ganzen Bärchen, dass die es ursprünglich ernst mit ihm gemeint haben und dann aufgrund der Hater das geleakt hat. Dass sie dann aufgrund der Hater dann mit denen, weil sie Angst vor denen hatten, sich auf deren Seite geschlagen haben im Nachhinein und ihn dann verraten haben. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass das von Anfang an einfach nur ein Bärchen war. Obwohl das allererste Bärchen schon so drauf war. Wie gesagt, ich werde dich nicht verraten, ich werde keinen Scheiß bauen und sonst was. Aber wie gesagt, das kann halt deine ganze Zukunft zerstören. Du hast halt noch dein ganzes Leben vor dir. Das Problem an der Sache ist, dass das niemand absehen kann, was passiert, bis es passiert. Ich kann davon die meisten Sachen vorhersehen, aber auch nur deswegen, weil ich das oft genug miterlebt habe. Aber selbst ich kann dir nicht alles vorher prophezeien, was passieren könnte oder passieren wird. Ich will dir damit auch keine Angst machen, ich will nur, dass du aufpasst. Und das Witzige ist, ich führe dieses Gespräch irgendwie mit jeder Frau, wenn ich mit ihr irgendwie in Kontakt trete. Ja, und was ist danach jedes Mal passiert, Rainer? Ist jedes Mal geleakt worden oder hast geheiratet und they lived happily ever after? Was davon ist jedes Mal passiert? Und was meinst du, was wird jetzt hier auch wieder passieren? Okay. Vorgetreten bin. Mittlerweile gibt es ja niemanden außer dir gerade. Willst du etwas mehr sagen, bitte? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade sagen soll. Ich weiß ja selber nicht, was ich sagen soll. Schwierig. Verunsichert mich schon sehr, muss ich sagen. Ja, das ist nachvollziehbar, aber ich mache das nicht, um dich zu verunsichern oder sonst was, sondern ich mache das, weil ich will, dass du aufpasst und dass du dir im Klaren bist darüber, was passiert. Und im Klaren darüber kannst du dir eigentlich witzigerweise auch halt nur dann sein, ja, wenn es halt eigentlich schon zu spät ist. Und das ist halt auch eine Sache, die definitiv beschissen ist und nicht sein sollte. Ja. Am besten du schläfst einfach mal eine Nacht in Ruhe drüber. Ja, denke ich auch. Wir können gerade sowieso beide nicht machen. Außerdem ist es jetzt echt spät gerade. Ja. Gut, na dann. Hören wir uns morgen. Ja, wünsche ich dir auch, danke. Jo, schlaf gut. Schlaf auch gut. Wir sind am Ende angekommen. Es ist vorbei. Ah! Ach, schön. Weil das war jetzt auch ein bisschen unangenehm am Ende. Oh Mann. Also ich habe gehört, es sollen noch ein paar Leaks kommen. Ich bin gespannt. Aber bisher ist es erstmal gut. Wenn ich jetzt in der nächsten Zukunft nichts davon weiter Neues höre, dann werde ich mir dieses letzte Mimi-Video mal Gemüte führen. Richtig. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Mehr Love.